Deutsch A2 B1 – сложные предложения в немецком языке. Употребляем союзы правильно. Моя подруга очень веселая, потому что я часто ей звоню. Meine Freundin ist sehr lustig, weil ich sie oft anrufe. Meine Freundin ist sehr lustig, weil ich sie oft anrufe. Обратите внимание, здесь у нас сложное предложение с придаточным и союзом while, после которого порядок слов у нас такой. После союза идет сразу подлежащее, сказуемое выносится на последнее место. При этом отделяемая приставка от глагола не отделяется. Meine Freundin ist sehr lustig, weil ich sie oft anrufe. Эти брюки выглядят как новые, потому что я надеваю их редко. Diese Hose sieht wie neu aus, weil ich sie selten anziehe. Diese Hose sieht wie neu aus, weil ich sie selten anziehe. Diese Hose sieht wie neu aus, weil ich sie selten anziehe. Я больше не хочу ей ничего давать, потому что она никогда не возвращает мне мои вещи. Ich will ihr nichts mehr geben, weil sie mir meine Sachen nicht zurückgibt. Ich will ihr nichts mehr geben, weil sie mir meine Sachen nicht zurückgibt. Ich will ihr nichts mehr geben, weil sie mir meine Sachen nie zurückgibt. Мы очень хорошо проводим свободное время, потому что всегда приглашаем друзей. Wir verbringen unsere Freizeit sehr gut, weil wir immer unsere Freunde einladen. Wir verbringen unsere Freizeit sehr gut, weil wir immer unsere Freunde einladen. Wir verbringen unsere Freizeit sehr gut, weil wir immer unsere Freunde einladen. Она не может снять этот дом, потому что тратит слишком много денег на одежду. Sie kann dieses Haus nicht mieten, weil sie zu viel Geld für Kleidung ausgibt. Sie kann dieses Haus nicht mieten, weil sie zu viel Geld für Kleidung ausgibt. Моя мама недовольна, потому что я слишком много смотрю телевизор.
Meine Mutter ist unzufrieden, weil ich zu viel fernsehe. Meine Mutter ist unzufrieden, weil ich zu viel fernsehe. Meine Mutter ist unzufrieden, weil ich zu viel fernsehe. Мы всегда ложимся спать поздно, потому что каждый вечер выходим куда-нибудь. Выходить куда-нибудь в свет. Глагол ausgehen. Wir gehen immer spät ins Bett, weil wir jeden Abend ausgehen. Wir gehen immer spät ins Bett, weil wir jeden Abend ausgehen. Родители счастливы, потому что их дочь возвращается из отпуска. Die Eltern freuen sich, weil ihre Tochter aus den Ferien zurückkommt. Die Eltern freuen sich, weil ihre Tochter aus den Ferien zurückkommt. Нам нужно 4 билета, потому что мы берем с собой детей в отпуск. Wir brauchen 4 Fahrkarten, weil wir unsere Kinder in Urlaub mitnehmen. Wir brauchen 4 Fahrkarten, weil wir unsere Kinder in Urlaub mitnehmen. Wir brauchen 4 Fahrkarten, weil wir unsere Kinder in Urlaub mitnehmen. Мы пойдем домой вместе, если ты подождешь меня. Wir gehen zusammen nach Hause, wenn du auf mich wartest. Wir gehen zusammen nach Hause, wenn du auf mich wartest. Если у меня будет время, я зайду к тебе. Или я тебя навещу. Wenn ich morgen Zeit habe, besuche ich dich. Wenn ich morgen Zeit habe, besuche ich dich. Мы идем в кафе, когда голодны. Wir gehen in ein Café, wenn wir Hunger haben. Wir gehen in ein Café, wenn wir Hunger haben. То есть дословно, когда мы имеем голод. Если ты регулярно занимаешься, ты будешь лучше говорить по-немецки. Wenn du regelmäßig übst, sprichst du besser Deutsch. Wenn du regelmäßig übst, sprichst du besser Deutsch.
Летом отдыхаем на море, если у нас есть достаточно денег. Wir erholen uns im Sommer am Meer, wenn wir genug Geld haben. Wir erholen uns im Sommer am Meer, wenn wir genug Geld haben. Wir erholen uns im Sommer am Meer, wenn wir genug Geld haben. Это мальчики, которые часто играют здесь в футбол. Das sind die Jungen, die hier oft Fußball spielen. Das sind die Jungen, die hier oft Fußball spielen. Это спортсмен, который бежит быстрее всех. Das ist der Sportler, der am schnellsten läuft. Das ist der Sportler, der am schnellsten läuft. Это игра, которая принадлежит ребенку. Das ist das Spiel, das dem Kind gehört. Das ist das Spiel, das dem Kind gehört. Это коллега, который часто ездит в Германию. Das ist der Kollege, der oft nach Deutschland fährt. Das ist der Kollege, der oft nach Deutschland fährt. Это девочки, которые часто покупают здесь шоколад. Das sind die Mädchen, die hier oft Schokolade kaufen. Das sind die Mädchen, die hier oft Schokolade kaufen. Идет то дождь, то снег. Bald regnet es, bald schneit es. Bald regnet es, bald schneit es. Он живет здесь не только летом, но и зимой. Lebt hier nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Lebt hier nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Lebt hier nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter. Здесь есть газеты и журналы, а также брошюры и книги. Hier gibt es Zeitungen und Zeitschriften sowie Broschüren und Bücher. Hier gibt es Zeitungen und Zeitschriften sowie Broschüren und Bücher.
Он хорошо знал как сам город, так и его окрестности. Er kannte sowohl die Stadt selbst als auch ihre Umgebung genau. Er kannte sowohl die Stadt selbst als auch ihre Umgebung genau. Er kannte sowohl die Stadt selbst als auch ihre Umgebung genau. У них только один ребенок, а именно сын. Sie haben nur ein Kind, und zwar einen Sohn. Sie haben nur ein Kind, und zwar einen Sohn. Ни он, ни я не можем завтра прийти. Weder er noch ich können morgen kommen. Weder er noch ich können morgen kommen. Эта глава короткая, но важная. Dieses Kapitel ist kurz, aber wichtig. Dieses Kapitel ist kurz, aber wichtig. Все-таки я с вами не согласен. Dennoch bin ich mit Ihnen nicht einverstanden. Dennoch bin ich mit Ihnen nicht einverstanden. Он хотел прийти, но заболел его отец. Er wollte kommen, doch sein Vater wurde krank. Er wollte kommen, doch sein Vater wurde krank. Он или придет, или позвонит по телефону. Entweder kommt er oder er ruft an. Entweder kommt er oder er ruft an. Он обещал, однако обещание не выполнил. Er hat es versprochen, jedoch nicht gehalten. Er hat es versprochen, jedoch nicht gehalten. Дословно этот глагол как бы переводится как не сдержал слово, да? То есть не выполнил обещание, не сдержал свое обещание, versprochen, обещал. Не я, а ты. Nicht ich, sondern du. Nicht ich, sondern du.
Я ее поддержал, а то бы она упала. Или есть еще выражение «иначе бы она упала». Ich stützte sie, sonst wäre sie gefallen. Ich stützte sie, sonst wäre sie gefallen. Врач запретил ему курить, несмотря на это он курит. Der Arzt hat ihm das Rauchen verboten. Trotzdem raucht er. Der Arzt hat ihm das Rauchen verboten. Trotzdem raucht er. Der Arzt hat ihm das Rauchen verboten. Trotzdem raucht er. Он хотя и пришел, но было слишком поздно. Kam zwar, doch war es zu spät. Kam zwar, doch war es zu spät. Вот его вещи, следовательно, он был здесь. Hier sind seine Sachen. Also ist er hier gewesen. Hier sind seine Sachen. Also ist er hier gewesen. Мы очень устали и поэтому шли медленно. Wir waren sehr müde, daher gingen wir langsam. Wir waren sehr müde, daher gingen wir langsam. Он хорошо говорит по-немецки, так как уже давно живет в Берлине. Spricht gut Deutsch, denn lebt schon lange in Berlin. Spricht gut Deutsch, denn lebt schon lange in Berlin. Она помогает мне с английским, ведь она преподавательница английского языка. Sie hilft mir in Englisch. Sie ist nämlich Englischlehrerin. Sie hilft mir in Englisch. Sie ist nämlich Englischlehrerin. Я спросил его, прежде чем вы пришли. Ich habe ihn gefragt, bevor Sie kommen. Ich habe ihn gefragt, bevor Sie kommen. Я жду, пока ты не придешь. Ich warte, bis du kommst. Ich warte, bis du kommst.
Не приходите, пока я вам не дам знать. Kommen Sie nicht, ehe Sie von mir benachrichtigt werden. Kommen Sie nicht, ehe Sie von mir benachrichtigt werden. Я куплю машину после того, как у меня будет много денег. Ich kaufe einen Wagen, nachdem ich viel Geld habe. Ich kaufe einen Wagen, nachdem ich viel Geld habe. С тех пор, как он учится здесь, он делает большие успехи. Или у него большой прогресс. Seit hier studiert, macht große Fortschritte. Seit hier studiert, macht große Fortschritte. Прошло много времени с тех пор, как я его видел в последний раз. Es ist lange her, seitdem ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Es ist lange her, seitdem ich ihn zum letzten Mal gesehen habe. Как только я буду в Берлине, я сообщу вам свой адрес. Sobald ich in Berlin bin, teile ich Ihnen meine Anschrift mit. Sobald ich in Berlin bin, teile ich Ihnen meine Anschrift mit. Пока я спала, шел дождь. Solange ich schlief, regnete es. Solange ich schlief, regnete es. Всякий раз, когда я тебя вижу, ты выглядишь лучше. So oft ich dich sehe, siehst du besser aus. So oft ich dich sehe, siehst du besser aus. Я работал в то время, как они с тобой разговаривали. Ich arbeitete, während sie mit dir sprachen. Ich arbeitete, während sie mit dir sprachen. Глаголы здесь у нас стоят в претеритум. Том и Тим много купаются, когда лето жаркое. Tom und Tim baden viel, wenn der Sommer heiß ist. Tom und Tim baden viel,
wenn der Sommer heiß ist. Я буду очень рад, если ты ко мне придешь. Ich werde sehr froh sein, wenn du zu mir kommst. Ich werde sehr froh sein, wenn du zu mir kommst. Поторопись, чтобы ты не опоздал на поезд. Beeile dich, damit du den Zug nicht verpasst. Beeile dich, damit du den Zug nicht verpasst. Я надела пальто так, как было холодно. Ich zog meinen Mantel an, da es kalt war. Ich zog meinen Mantel an, da es kalt war. Он спит, потому что он болен. Er schläft, weil er krank ist. Er schläft, weil er krank ist. Он пришел очень поздно, так что я не смог с ним поговорить. Er kam sehr spät, so dass ich mit ihm nicht sprechen konnte. Er kam sehr spät, so dass ich mit ihm nicht sprechen konnte. Ему мешали работать тем, что все время говорили по телефону. Man störte ihn bei der Arbeit dadurch, dass man die ganze Zeit telefonierte. Man störte ihn bei der Arbeit dadurch, dass man die ganze Zeit telefonierte. Man störte ihn bei der Arbeit dadurch, dass man die ganze Zeit telefonierte. Ему мешали тем, что все время задавали вопросы. Man störte ihn, indem man an ihn immer wieder Fragen stellte. Man störte ihn, indem man an ihn immer wieder Fragen stellte. Он мне помог, хотя я и не просил его об этом. Er hat mir geholfen, ohne dass ich ihn darum gebeten hatte. Er hat mir geholfen, ohne dass ich ihn darum gebeten hatte.
Лучше поздно, чем никогда. Besser spät als nie. Besser spät als nie. Я делал вид, как будто звоню по телефону. Ich tat, als ob ich telefonierte. Глагол в прошедшем времени, как будто звонил по телефону. Я делал вид, как будто бы звонил по телефону. Ich tat, als ob ich telefonierte. Он продолжал читать, как будто ничего не слышал. Las weiter, als wenn nichts gehört hätte. Las weiter, als wenn nichts gehört hätte.